Schön hast du heute das Türchen Nummer 17 aufgetan. Heute erzähle ich dir, wie es ist gekommen, dass der Bär ein Stummelschwänzli hat. Nach einer Legende der Ureinwohner von Nordamerika. Vor sehr langer Zeit, da haben alle Bären noch ganz lange, schöne Schwänzli gehabt, gerade so wie ein Fuchs. Und so ein Fuchs ist in dieser Zeit hungrig durch den tiefen Schnee gestapft. Er hat so fest Hunger gehabt, dass er fast alles hätte gegessen. Und so kommt er plötzlich neben einem Indianerdorf vorbei und schmeckt frische Fische. Das hat er sich natürlich nicht entgehen und ist sofort zu diesem Dorf hergeschlichen und hat gesehen, dass sie Fische haben und über das Feuer gehängt. Er schaut links, rechts. Und wo gerade kein Indianer hat geschaut, hat er den grössten Fisch gepackt und ist, was hast, hinter die grösste Tanne sich verstecken. Und hat sich genüsslich über den Fisch hergetan. Es hat ein Geschmatz und ein Geschlapper. Ist das fein gsi. Und als er gerade so am Essen und Mampfen war, da kommt ein grosser, schwerer, dicker Brummelibär. Und der hat natürlich auch Hunger gehabt. Und dann wie? Sein Bauch hat schon den ganzen Tag geknurrt. Und wo der Bär in der Nase plötzlich so ein Kützchen hatte, weil er Fisch hat geschmeckt, da geht er dem Fischgeschmack nach. Und was seht ihr da hinter diesem Baum? Auf der einen Seite schaut der Fuchsschwanz vor, auf der anderen Seite ein Fischschwanz. Und sie wackeln so auf und ab und schmatzen dazu. So. Was ist auch das? Und dann geht er drumherum, geht schauen und sieht der Fuchs, wie er genüsslich einen Fisch essen. Oh, du Fuchs, kannst du mir auch etwas geben? Ich habe so Hunger, ich habe schon so lange nicht mehr gegessen. Nein, das kann ich dir nicht. Ich habe selber auch Hunger. Wenn du Hunger hast, dann musst du halt selber einen fahren. Weisst, ich war nämlich unten beim Wasser und habe mit meinem kleinen Tätzchen ein riesiges Loch ins Eis gehauen, so dass ich mein schönes Schwänzchen herunterlassen konnte und ein bisschen gefüttert habe und dann ist ein Fisch dran gehangen. Und du kannst selber einen fischen. Ein dummes Zeug, das geht jetzt auch, brummelt der Bär. Der Fuchs nimmt den Fisch ins Maul und geht weiter. Der hat halt noch weiter Hunger, hat er ihm noch gesagt. Der Bär hat sich auf einmal am Rücken krauen und hat sich überlegt, ja, vielleicht hat er ja gleich recht, ich kann es ja mal probieren. Und so ist er runter zum Wasser gegangen und hat mit seiner grossen, schweren Tatze ein Mordsloch in das Eis geschlagen und hat sein schönes, langes Schwänzchen, das er hatte, drin runtergetan. Und hat gefüttert? Nichts. Hat noch einmal gefüttert? Noch einmal gefüttert? Noch ein bisschen mehr? Und immer mehr? Nein, kein Fisch wollte an das Schwänzchen anbeissen. Und er so den ganzen Tag am Fütteln war, ist er müde geworden. Und noch mehr hungrig. Und unter einisch hört er etwas lachen. Hinter einem Baum vorne schaut nämlich der Fuchs. Der hat so gucken.
Der ist ja so dumm, der hat alles geglaubt, was er ihm hat gesagt. Als der Bär das gehört, ist er taub geworden und wollte aufstehen. Aber er hat nicht können. Sein Schwänzli war nämlich festgefroren im Eis. Oh, ich komme da jetzt wieder weg, hat er gedacht. Und jetzt, in diesem Augenblick, hört man plötzlich von weitem ein Geheul von Wölfen. Oh, oh. Und der Fuchs, der hat Scheichli in die Finger genommen und ist davon gerannt, so schnell er nur konnte, und der Horde voll Wölfe sind ihm nachgesprungen. Der Fuchs hat man nie mehr gesehen. Ich weiss nicht, was ist passiert mit ihm. Aber der Bär, der ist immer noch festgehockt und hat nicht gewusst, was er jetzt machen soll. Er hat gezogen und gezogen und gezogen, weil er hat nämlich Angst gehabt, dass die Wölfe jetzt zurückkommen und dass sie ihn dann fressen, weil er ist ja schliesslich ein bisschen dicker und grösser und hätten die Wölfe ein Festessen an ihm. Und so zieht er und zieht er und zieht er und plopp, plötzlich ist er frei. Oh, bin ich froh. Und er wollte gerade davon kumpen, da reckt er sich noch hinger an die Schwänzli und was spürt er? Kein Schwänzli. Er schaut ins Eisloch runter. Und dort, tatsächlich, sein schönes, langes Schwänzli ist dort, im Eisloch. Er hat es abgerissen. Und so ist es gekommen, dass seither alle Bären auf der Welt ein Stummelschwänzli haben, weil sein Vorfahr ein bisschen doof war. Das war das Märchen für heute. Vielleicht hörst du morgen wieder rein. Das würde mich freuen. Eure Serafina Eulenstein.